Guten Abend miteinander. Hier ist der Klitus von Crown Crew. Und ja, ich habe 3-mal rote, wenn ich meine letzten 2 Stunden verbracht habe. Ja, durch eine sehr positive Situation bin ich schon an eine Modern Warfare 3 Kopie gekommen. Und habe jetzt hier auf ein bisschen gezockt. Und um es gerade am Anfang zu erwähnen, es ist richtig geil. Die Maps sind klein. Es ist ziemlich so ein bisschen Gun on Gun, also das heisst, man trifft immer wieder auf Gegner, wenn man eine Ecke zieht und so, also Camper hat es bis jetzt eigentlich 0 gehabt. YouTube braucht eigentlich auch keine Sau mehr, weil sie 2 Treffer braucht, um einen zu killen. Und was mir am meisten auffallen ist, es hat jetzt ständig irgendwelche Spionageflugzeuge in der Luft und so, weil ja, man bekommt es relativ easy. Und so ist es eigentlich auch ein bisschen wie, keine Ahnung, World at War habe ich ja vor ein paar Tagen noch ein bisschen gezockt, um dort noch mit der Presse zu arbeiten. Und ja, wenn man dort eine Drohne aufgehabt hat, hat man auch alle gesehen. Und so ist es hier eigentlich auch. Ich bin auf einen Juggernaut-Gegner gestossen, der nicht so viel machen konnte. Den haben wir einfach von mehreren Seiten von angenommen. Die Waffen sind sehr stark. Das bedeutet, man ist eigentlich schon mit weniger Schuss tot, was aber auch ziemlich fun ist, weil dann muss man nicht das halbe Magazin reinlassen. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Die Waffen aufleveln ist cool. Ich spiele jetzt primär mit der UMP, habe sie auf Stufe 11 und das bedeutet eigentlich, dass ich kann auswählen, ob der Rückstoß minimiert wird oder ob ich die Reichweite verbessere. Ja, scheint noch hilfreich zu sein. Ich tue auf jeden Fall auf eine Rückstoßverringerung setzen. Dann jumpt das Teil auch nicht um, wenn ich ballere. Dann geht es weiter mit den Fähigkeiten, mit den Extras, die ich jetzt schon am Start habe. Ich habe hier natürlich schnell nachladen drin, weil ja, die andere Option ist Aufklärung. Dann wird beim Explosionsschaden wird der Gegner auf der Karte markiert, was sicher hilfreich ist. Und blinde Überwachung sorgt dafür, dass die Luftunterstützung und Geschütze einem nicht orten. Das finde ich auch nicht so ein gutes Perk oder extra im Moment. Darum Fingerfertigkeit schnell nachladen. Ich freue mich schon sehr auf Extrembedingungen, weil das Problem ist, man ist nicht so lang am Säckleben. Und so kommt man auch nicht so schnell vorwärts, was ja, zum Teil fast ein bisschen mühsam ist, ausser man stirbt irgendwie, wie viel sind es jetzt? Keine Ahnung, 4-mal, ja genau, man stirbt 4-mal und dann bekommt man es gut erholt. Und dann kann man irgendwie für 7 Sekunden schneller säckeln und da geht es richtig ab. Fast ein bisschen wie, mit was soll ich das vergleichen? Wie im Black Ops, wo man bei den privaten Games selber den Speed von den Spielern einstellen und es ist schon nicht gerade auf Ultra-Hardcore-Geschwindigkeit, aber es geht also schon noch schnell ab. Was am meisten abgeht in meinen Augen, ist die Sache, dass man einerseits schnelles Ziehen kann einschalten als extra 2 und ja, dann nimmt halt einfach die Waffe schneller rauf und hast den Gegner schneller gedungen, wenn du es richtig machst. Dann gibt es eins, das Visier heisst und das ist für erhöhte Sprengstoffresistenz und das Hardliner, wo die Abschussserien einen Abschuss weniger benötigen. Ja, das zu dem. Extra Nummer 3 habe ich einerseits den Meisterschützen, das ist das erste, identifizieren die Feindziele auf größere Distanz, das ist mir scheißegal, mit der UMP bin ich immer nur Close Combat. Und jetzt müsste ich das reinziehen mit dem Stalker, das ist ein geiles Symbol, so mit dem Wolfsköpfchen und so. Dort kannst laufen sie beim Zielen schneller. Und die Sache ist die, hey, man kann richtig schnell laufen, während man zielt. Und klar kann man jetzt sagen, scheiß Pussy und so, schaust du durchs Visier, wenn du um die Ecke gehst. Aber andererseits, früher bist du ja wie eine Schnecke eigentlich um die Ecke gekrochen, wenn das Visier da oben ist und der Gegner hinten dran ist vermutet. Und jetzt, also mir jetzt zum Teil denke ich, bewege mich schneller, als wenn ich normal laufe. Das mag, wie gesagt, nur mein erster Eindruck gewesen sein, aber es passt auf jeden Fall. Es passt auf jeden Fall wirklich. Dann haben wir ein Angriffspaket. Der Spezialist, das ist der, wo man die ganzen Perks freischaltet. Den gibt es erst ab Level 20 und da ich auf 15 bin, ist das noch nicht drin.
Beim Sturm habe ich standardmäßig was Drohnen, Predator, Raketen und der Kampfhubschrauber drin gewesen, und ich habe Drohnen und Predator gelassen. Und auf dem 9 habe ich dann AH-6 Überwachungsheli rein. Und dann habe ich einmal geschafft, die 9 Abschüsse, und der ist dann eben, wie gesagt, so ein kleiner Heli, der über dir fliegt und die beschützt. Hat mich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt, aber es ist schon noch eine nette Spielerei. Was noch viel eine nettere Spielerei ist, ist, dass ich auch schon mal die Vorräte freigeschaltet habe, weil bei den Standardklassen sind die drinnen. Das Kistchen kommt runter, ich gehe her, was ist drin? Eine verfickte AC-130. Und ja, das wird vermutlich auch das erste Video sein, das ich auflade von Modern Warfare 3. Es war mein allererstes Game. Ich war positiv KD-mässig, was schon mal nicht schlecht ist. Und wie gesagt, an die AC-130 drin hocken. Kills habe ich nicht so Menge gemacht, weil ich das Ding jetzt schon lange nicht gebraucht habe, leider. Aber ja, also hat mich durchaus gefreut. Die Unterstützungsklasse habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Dort hat man auch bei 4 Drohnen drin, bei 8 das Bodenluftgeschütz und bei 12 die verbesserte Drohne. Und ja, hier vielleicht noch schnell zu dieser verbesserten Drohne. Das ist ja, eben bei 12 Abschüssen gibt es die, ist eigentlich wie der Blackbird, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt ja auch ein Aufklärungshelikopter, das man selber muss steuern muss, aber eben die verbesserte Drohne ist glaube ich, die Art Blackbird, und es tut auch Gegner in Form von diesen Dreieckchen anzeigen, das heisst, man sieht, wo sie her schauen. Aber es ist nicht wie ein Black Ops, was konstant ist, sondern es tut eigentlich wie bei der Drohne, tut es immer wieder so über die Minimap drüber ziehen und deckt sie da auf, und dann geht es wieder ein paar Sekunden, bis man die neue Position sieht. Und was soll ich sagen? Man hat immer noch einen riesen Vorteil, weil man weiss, wo der Gegner ist und wo er her schaut, aber es ist nicht ganz so stark wie der Blackbird, aber auch kein Problem. Das Problem, das ich persönlich gefunden habe, ist, wenn irgendwie eine Drohne in der Luft ist, ein Pipeline vom Gegner, ich habe die Dinger einfach nicht gefunden zum Teil. Ganz ehrlich, mit mir SMAW die Luft zielen wie ein Volldödel und rumgeschaut, im Kreis dreht, ihr kennt es, und ist einfach nie auftaucht. Darum ein bisschen strange, aber ja, das ist schon sicher etwas, wo man sich da auch daran gewöhnt. Jetzt in Bezug auf Grafik, ich habe den Singleplayer auch schnell ein bisschen ausgecheckt noch, dort ist es richtig geil gemacht, ist es wirklich richtig geil gemacht, nicht gerade Battlefield 3-mässig, aber es kommt wirklich fast her mit diesen ganzen Partikeleffekten und den Lichteffekten und so. Nicely done. Im Multiplayer ist die Grafik nicht ganz so gut. Dort ist es halt einfach wirklich Modern Warfare 2 ein bisschen aufgepeppt. Das mag für gewisse ein bisschen enttäuschend sein. Ich muss sagen, ist passend, es stimmt so, es läuft flüssig, das ist mir wichtiger, man erkennt, was es sein sollte, und sie haben viel mehr Zeit, und das sieht man auch, und ich denke, das wird sich dann später auch noch viel mehr herausstellen. Halt ins ganze Balancieren von den Waffen, von den Extras, von den Angriffspaketen und so, dort haben sie sicher sehr viel Zeit investiert, und eben, es läuft auch einiges. Durch das, dass man jetzt mittlerweile so viele verschiedene Point-Streaks hat, geht es ziemlich gäbig ab. Und ja, was gibt es sonst noch sagen zu den Maps? Aber sie sind ziemlich klein, sie sind zum Teil ein bisschen verwinkelt. Ist halt auch immer wieder so, dass irgendjemand herstehst und jetzt das Gefühl hast, dass du ziemlich gut beschützt bist, und plötzlich machst du Klick, weil irgendwie links von dir ist halt das Fenster gewesen, wo die einen gerade abkassieren können. Aber das ist ja ganz normal, und bei 16 Karten dauert es auch das Moment, bis man sich da ein bisschen besser auskennt. Aber die Zeit kann man sich nehmen, andere haben ja gleiche Chancen. Das Einzige, was einfach wirklich ein bisschen wicked ist, gewisse sind schon fast auf Level 50. Und da muss ich einfach schon sagen, ja Jungs, ihr seid auch schon ein Zeitchen am Zocken, weil so gut kann echt niemand sein, um so schnell zu leveln. Ja, ein Punkt vielleicht noch ist der Prestige-Shop. Und zwar bin ich dort schnell reinschauen, in den Quartier ist da drin, Prestige-Laden. Und ich habe jetzt, wie gesagt, 3 von diesen Prestige-Emblems oder Tokens bekommen. Modern Warfare 2 und von Black Ops. Und ich habe mir jetzt mal so ein Soldatenkartenpaket gekauft. Dort sind irgendwelche Prestige-Embleme drin, Rufzeichen, Titel.
ist ganz nett. Jetzt bleiben noch 2 übrig, aber die warte ich noch, weil die doppelte Waffenerfahrungspunkte und doppelte generelle Erfahrungspunkte spare ich mir noch auf. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt. Videos kann ich eventuell, wie gesagt, ab morgen aufladen. Das muss ich noch schauen. Ich will nicht, dass ich schon wieder Stress bekomme. Ja, merci vielmals und schönen zusammen.